Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Terra Node Thermacraft. Und ich sehe dort hinten wie ein Skelett rumjuckelt. Wir sind da zum Glück relativ sicher. Unser Fleisch wird uns wahrscheinlich eine Weile lang genug zu essen geben. So, was machen wir denn in dieser Folge? In dieser Folge werden wir unser Fleisch auf den Boden werfen zum Beispiel. In dieser Folge werden wir das haben wir schon gemacht. In dieser Folge werden wir Hidebed, Stonehoe, Pottery. Was sieht am sinnvollsten aus? Ein Bett. Das Bett ist sinnvoll. Also, wir brauchen Large Raw Hide, einmal und Thatch. Okay. Hidebed, too uncomfortable to sleep on. Das too hätte es auch zu wenig, but useful. You can craft a basic bed by placing a large raw hide on 2 blocks of thatch. You get a large raw hide. You will have to kill a bear or a large cow. While you can't sleep on it, it will set your spawn point. This is an in-world craft. So place the two. Aha. That drops down, right click with the large raw hide. Okay. Tag ist am kommen. Oh, wow, ich hätte fast den Enderman angeschaut. Ich habe den Enderman angeschaut. Andy, verschwinde. Please. Da bist du noch ein Stinkmensch. Essen wir nochmal ein bisschen. Das ist sehr praktisch. Holy shit, das Steak hebt ja ewig. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Fackeln. Und dann begeben wir uns mal auf den Weg und auf die Suche nach. Oh, was könnte man auch noch machen? Ist Javelins. Javelin. So, 2 Javelin. Dann wir die mal da schon. Und das Messer ist schon da. Und der Haufen Weed, den ich nicht kann gebrauchen. Einmal ordnen. Jetzt sehr viel genützt. Also der Ordnungsmod, also der, was Zeug ordnet, ist ja manchmal schon praktisch, aber manchmal irgendwie auch überhaupt nicht. Waffel, ja. Das kommt da, das kommt da. Nehmen wir das noch raus und dann hauen wir es. Ich weiß immer noch, wenn ich was trinke, aber es scheint auch noch nicht nötig zu sein. Wahrscheinlich kann ich deswegen einfach nicht säckeln, aber ja. Ich glaube, es ist verkraftbar, da kommt man irgendwie nicht rauf. Ich würde sagen, wir schwimmen mal dort über. Holy shit, ist das dunkel. Okay. Alles ist okay. Well. Let's schwimmen. Ganz langsam. Dort über. Und währenddessen können wir gerade noch ein paar Sticks mitnehmen. Gut. Noch mehr Sticks, yes. Und nochmal ein Stick. Schön. Und dann gehen wir da rauf. Vielleicht kann man den Pilzach wegnehmen. Und dort hat es zwar, das hat geiles Zeug. Es ist immer so schwer in dem Spiel, also in Terra Thermacraft, ist es schwer Metall zu finden. Es gibt mehr und das Problem ist, wenn du dich in die Erde reingrabst, dann stürzt alles über dir zusammen. Das heisst, ja. Das ist nicht so geil zum Zeug sammeln. Dann noch ein bisschen Stein sammeln, während wir da schon rumjockeln sind. Was ist denn das Graue dort? Let me see, was das Graue ist dort. Hallo, graues Zeug. Was bist du? Oh, plopp. Gravel? Was ist denn das? Gravel. Okay, aha, Claystone und Granite Gravel. Ja, das brauchen wir irgendwie noch nicht so, hä? Es sind so viele Bierli da! Oh mein Gott. Ich kann mal schauen, wie ich sie kaputt machen kann und schon etwas davon bekommen, damit wir nicht nochmal da zurück müssen. Aber ich glaube, ich brauche so einen Scope. Wie heißt das Ding? Irgend so ein Bierli-Netz halt. Mal schauen. Ja, definitiv. Well, ich würde sagen, wir wandern jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Schauen, ob wir irgendeinen Platz finden, wo wir uns niederlassen können. Es sieht schon cool aus, wie das die Blätter runterfallen. Und noch mehr Bierli. Holy shit, was ist das?
nichts, was ich gebrauchen kann. Eigentlich könnte ich das Seaweed auch mal wegwerfen. Jedenfalls ein Teil davon. Ich schaue jetzt nicht wirklich drauf, was ein Haufen Zeug drin hat und was nicht. Von dem her. Essen. Weil dieses Fleisch langt ewig. Ewig, sage ich euch. Vor allem, wieso muss es immer so viel Gravel haben rund um Wasser? Ich meine, es hat ja manchmal schon gegeben, aber normalerweise hat man auch Erde um Wasser herum. So Tümpels es. Okay, gut. Wir wandern jetzt einfach mal. Wander. Aber ist gut zu wissen, dass man Seaweed auch essen kann. Dann müssen wir jedenfalls nie hungern, falls keine Schweine rum sind. Und irgendwo im Wasser will ich mich eigentlich schon nicht erlauben, weil das ist sehr... Ich kann irgendwie in Erinnerung, so im Gefühl, dass es sehr wichtig ist in dem Spiel. Sich im Wasser nicht dazu... Im Wasser vor allem. Ja, vor allem... Theoretisch können wir im Wasser, aber ich meine mehr so am Wasser. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, irgendwie nicht so, hä? Auf ein Meer. Aber wir haben doch gesehen, wie wir das Bötchen machen. Machen wir doch ein Bötchen und reisen ein bisschen in der Gegend rum. Okay. Axt. Bötli! Nice. Wow! Axt weg. Okay. Ja, ich würde sagen, da muss ich mir irgendwann mal noch Axt machen. Kannst du mal rein, danke. Ich würde sagen, reisen wir weiter gegen... vielleicht nicht in Pfosten rein. Und suchen unseren Platz. Wow. Lags in einem Bötli sind nicht geil. Zum Glück muss ich da nicht krass navigieren. Das Terrain ist einfach so... Was nee, es sieht verdammt hässlich aus irgendwie. Hoffentlich findet man noch was Besseres. Vor allem es gibt so viele Bäume. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind Willow-Bäume, also das wäre Weide, so Trauerweide und so. Die geben hure viel Holz. Das Gras wird grüner. Das Gras ist immer grün auf der anderen Seite, aber das Gras wird grün. Und Kupfer. Kupfer! Ah, Mann. Oh, nicht dort reinfahren, Gut. Was ist das? Das Sticks? Das geht aus wie Sticks. Ja, wir driven jetzt einfach mal ein bisschen. Drive-by und so. Hahaha. Haufen. Aber es ist gut, dass es so viele Caves hat. Weil da können wir uns erstens mal einen Unterschlupf suchen und zweitens mal können wir dort nach Eisen suchen. Beziehungsweise Kopf hat zuerst mal. Nicht. Wow. Lags und knapp an Zeug vorbeifahren ist uncool. Okay, ja, fahren wir mal vorwärts. Einfach vorwärts. Einfach vorwärts. Einfach vorwärts. Vorwärts. Das, ja, Bötli mit Wasser drin ist immer geil. Also, wenn ich gemeint habe, wir sollen diese Base im Wasser bauen, habe ich eigentlich nicht so ein riesiges Meer gemeint. Sondern mehr so einen See. Es sieht immer noch irgendwie gleich hässlich aus. Aber ich glaube, da können wir es mal niederlassen. Also, beziehungsweise mal anhalten, möglichst ohne umlegen. Und Ponk. Ja, ist klar. Wow. Ciao Bötli, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich eine Axt für dich verbraucht, meine Bötli. 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 Kann ich dich? Yes. Gut. Bock. Und, schwebende Insel. Schwebendes Stein. Das sieht immer noch gleich aus. Ich weiß nicht, ob das immer noch Eisbiom ist, oder ob wir einfach unglücklich sind. So, Bächen besser gesagt. Was ist das? Was bist du? Ein Blaubeerbusch! Oh mein Gott!
Wir werden nie wieder hungern müssen. Geil. Da hat's noch mehr Zeug. Zeug und Stuff. Da hat's. Das sieht aus wie eine Falle. Weiß auch nicht. Das kommt mir einfach so vor. Das sieht echt so aus wie eine Falle. Aha. Okay. Ja, schauen wir mal von dort oben runter, wenn man irgendwie ein gutes Plätzchen findet. Hallo. Hallo. Lag. Gut. Sehr schön. Irgendwie sehr viele Bäume. Und ich kann leider auch nicht säckeln, was mich auch ein bisschen anschießt. Weil, ja, sobald ich versuche zu säckeln, das ist säckeln. Ja, ist nicht so geil. Ja, sonst würde ich sagen, du musst doch irgendwo da niederlassen, weil wirklich viel Zeug hat es jetzt da auch nicht. Mal noch da rauf gehen. Vielleicht haben wir da einen besseren Überblick. Also da jetzt mehr. Da jetzt mehr. Dort hinten jetzt wahrscheinlich noch mehr. Das wurde komisch. Was ist das? What are you? Milkweed. Hm. Das kann ich mal wegschmeißen. Der Rest behalte ich mal. Ich würde sagen, die erste größere Höhle, nicht so ein komisches Erdloch dort, wo wir finden, wird der Ort sein, wo wir uns niederlassen. Vorzugsweise ohne Zombies. Okay. Das zählt nicht. Das sieht hässlich aus. Das. Ja. Das ist irgendwie auch nicht so. Ah Mann. Das sieht alles so hässlich aus. Ich glaube, da sind wir sogar irgendwie angekommen. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Oh, so. Holy shit. Und Lag. Vielleicht doch nicht, weil Lag bedeutet immer, dass es ladet. Dass es neues Biom generiert. Neues Zeug generell generiert. Okay. Jumpy. Es hat echt nichts. Ich bin sicher einmal um die Insel herum. Ja, ich würde sagen, ich mache da mal einen Cut, damit ihr euch nicht so langweilen müsst. Und fahre einfach mal weiter, bis ich etwas gefunden habe, wo wir uns niederlassen können. So, ich habe endlich einen Platz gefunden, wo wir uns niederlassen können. Er ist am Wasser, er ist grün und er scheint relativ gute Ressourcen um uns herum zu haben. Es hat auch gar nicht lang gedauert, das zu finden. Außerdem scheint es, als gäbe es da Kupfer auf dem Boden. Das nimmt man einfach so auf, wie ein normaler Stein. Und dann haben wir da, oder Hämatit. Weil, ja, sollte das Kupfer drin haben. Theoretisch. Also ich habe auch ein Achievement bekommen am Anfang. Und wir scheinen da relativ grosse Vorkommen an allem zu haben. Da unten hat es noch mehr. Cool. Jetzt muss ich noch einen genauen Platz finden, wo wir etwas bauen können. Und dann können wir unser Lager zum zweiten Mal aufschlagen und uns niederlassen. Ich sage, dort vorne ist doch gar gut. Ich sehe jetzt da nicht wirklich einen Grund, da hinten rauf zu gehen, aber wir können mal kurz schauen, ob es dort irgendwas hat. Ich bezweifle es zwar, aber wir wollen ja den besten Ort haben, den wir haben können. Das Satz wieder. Okay. Ja, doch mal. Doch. Ich finde, dort hinten ist gut. Also, wir lassen uns nieder. Dort. Es ist beschlossen. Gut. Dann tue ich jetzt mal noch mehr Kupferzeug einsammeln. Weil Kupfer ist wichtig. Wow. That goes tief runter. Dann haben wir da noch mehr Kupfer. Und wie ihr seht, unser Pork hat uns bis da angelangt. Es ist hure krass, wie lange das so ein Fleisch hebt. Also wir müssen uns so schnell wie möglich irgendwelche Tiere anschaffen, wo wir können verwenden, um uns Fleisch zu besorgen und so. Ich tu mal da so das da so ein bisschen abdingseln und dann nehmen wir das da hier so ein bisschen weg.
Mit dem Boot natürlich, weil wir keine Schaufel haben. Könnte ich zwar glaube mal noch machen, aber ich glaube momentan sollte das so funktionieren. Kann ich das so? Das nutzt eigentlich wirklich viel. Schnarch. Kapü. Okay, noch 2 Blöcke. Komm schon. Dann haben wir unser Lagerplätzchen vorbereitet. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schmeiße ich mal ein paar Sticks da an und entzünde die. Funk. Komm schon. Was? Muss ich leider wieder auf den Boden werfen. Moment. Was genau ist. Aha. Was habe ich denn aufgelesen? Holy shit. Und dass die Viecher so komisch auf dem Boden rumliegen, wurde lustig. Okay. Funk. So, gut. Dann nehmen wir da zuerst mal noch ein bisschen Holz rein. Leck. Gut. Das tun wir mal auf den Boden. Dann können wir das wegwerfen. Und vielleicht das da aufnehmen. Gut. Weil Thatch brauchen wir ja für unser Bett. Wo wir irgendwie noch nicht machen können. Weil Baum. Gut. Ich habe da schon mal geschaut. Casting Age. Aber wir werden zuerst mal im Stone Age noch ein bisschen weitermachen. Und zwar, das haben wir gemacht. Pottery. Wir brauchen Clay und Gold Rod. Das haben wir leider noch nicht. Wobei Clay könnte man vielleicht finden. Stone Hoe. To start your farm you'll need a nap. To nap a hoe. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so auch Hoes bekommt. With the hoe, tile grass, not dirt, to get a farmland block full of nutrients. Unlike vanilla, farmland does not need water. But farmland hydrated with fresh water will help the crops grow faster. The stone hoe using the mode change key will also let you check if your farmland is hydrated and if the plant on it is ready to be harvested. As you harvest more mature crops, your agriculture skill will rise. Rise? Rise. This increases your chance at getting extra seeds and will unlock information on the nutrients needed for different crops found on farmland oder in farmland. Okay. Das heißt, wir machen uns jetzt mal eine Ho. Ho. Leck. Stone Hoe. Okay, das sieht aus wie so ein Zeigefinger. Interessant. Dann nehmen wir mal Granite. Machen es so. Dann einfach Okay, mal schauen, vielleicht kann ich es retten. So. Yes, ich kann es retten. Oh. Holy shit, ich habe schon gedacht, ich hätte mich vertippt oder so. Was wirft ich weg? Seht ihr mich nicht. Und das kann man sich auch noch essen. Also die Frame-Einbrüche, die finde ich schon ein bisschen happig. Muss ich so ehrlich sagen. Stone Hoe, genau. Okay, also jetzt übertreibt das Spiel also schon ein bisschen. Ich frage mich, was los ist. Vielleicht weil es Nacht wird und überall Licht-Changes sind. Das nehmen wir mal auf. Funk. Das auch. Funk. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, Okay, Farmland. Interesting. Oh Gott, okay, ich muss Optionen abstellen. Video Settings, Graphics. Machen wir Fast. Sollte hoffentlich lang. Und, oh, viel besser. Oder? Ja, ich denke schon. Oder auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass das nur an meinem Rechner liegt. Dass es so krass liegt. Holy shit. Machen wir Fog of Smooth Lighting. Zu einem Minimum. Render Distance haben wir so low, hoffe ich mal.
OpenGL, Fast, Performance, ist gut. Quality. Ja. Ja, lassen wir mal so. Für das lange jetzt. Das tut schon mal ein bisschen besser auf jeden Fall. So, ich habe einfach keine Seeds. Ich frage mich, wenn ich an Seeds komme. Tun wir mal das Buch befragen. Wheat Seeds, Carrot Seeds, Sojabean Seeds. Was wenn wir? Ich glaube, ich bin für Rüebli. Oder? Ich bin für Rüebli. Sojabohnen, ja. Und Wheat. Nee, ich habe mir glaube auch schon bekommen. Ich glaube, ich nehme Rüebli. Gib mir Rüebli. Come on. Pick one. Okay, eins picked. Ja. Es wird mir meine Belohnung nicht geben. Das ist so gemein. Und irgendwo kommen da Zombies. Es ist sehr dunkel in der Nacht. Was für eine Feststellung, ich weiß. Sollen wir noch mehr Fackeln machen? Zum Glück kann man die einfach da anzünden. Das ist sehr praktisch. Das ist ein Feature. Wow, Junge. Stirb, please. Hoffe, mein Messer lange. Gut. Ich höre da noch mehr Zombie. Oh Gott, was? Oh mein Gott, too much Zombies. Nein, oder? Und Lag hilft auch nicht wirklich für sowas. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade in mein Bötli. Wow, ich gehe in mein Bötli. Das ist schön. Oh, fuck. Wow. Hallo, Skeletto. Einfach wegschwimmen. In die Dunkelheit der Nacht. Autsch. Okay. 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 Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich in Sicherheit bin und nachts vorbei ist. Und ja, bis dann. Tschüss.